Welkom tot het nächste programma voor de serie Dag voor Dag. Ik freue mich, dat u erbij bent. Mijn naam is Gabriele Kroon. So, das zweite Thema von dieser Serie ist mein Vertrauen. Ab was vertrauen wir? Sprüche 3, Vers 5 sagt es so: Verlaat die auf den Herrn mit dein ganzes Hart und nicht auf unseren Verstand. So, du hast da zwei verschiedene Dinge in diesem Vers. Das erste ist, verlaat die ganz auf Gott, mit das ganze Hart. So, vielen denken wir, okay, morgen habe ich zu eten, ich vertraue auf Gott, ich habe Geld. Meistens denken wir, wenn wir an Vertrauen denken, an das Gutes, was wir haben. An das, was wir zu eten haben, an das, ob wir Geld haben oder ob wir nicht Geld haben. Und ich möchte die von dir auch darauf hinweisen, wie kann Gott vertrauen mit uns Hart. Alles, was in unserem Hart angeht, alles, was in dein Hart angeht, all deine Troubles, was du hast, kannst du auf Gott leihen und auf ihm vertrauen. Kann das vielleicht deine Kinder sein? Merkst du die Sorgen um deine Kinder, wo wirst du die groß tragen? Oder mit deinem Mann, mit deinen Eiern. Wenn du Troubles hast in verschiedenen Situationen in deinem Leben, wenn du Troubles hast, wenn du vielleicht Sorgen hast mit Familie, mit Freunden oder mit verschiedenen Dingen, die dein Hart belasten, da kannst du Gott sein. Gott, ich möchte mein Vertrauen in dich leihen. Ich möchte das Vertrauen in deinen leihen, die Kinder abzutragen zum Beispiel. Wenn du denkst, da ich das reich, da ich das nicht reich, seh Gottes Wort. Gott wird dir wiesen und vertraue auf Gott. Was ist der zweite Punkt von den Vers, das ist uns Verstand. Uns Verstand, das ist meistens menschlich. Uns Verstand, das vertraut meistens erst dann, wenn der was sein kann. Erst dann, wenn er eine klare Antwort hat. Oder der vertraut erst dann, wenn dann alles vorbei ist und wenn der weiß, okay, das funktioniert bei Gott. Aber was ist Vertrauen im Hart? Vertrauen im Hart ist, auf Gott zu vertrauen, auch wenn wir noch nicht sein können. Vertraue auf Gott. Hab den Glauben und dort, was du verlangst von Gott. So sagt die von dir den Vertrauen auf Gott in alle Dinge, was du schaffen lässt. Den Tag für Tag. Und dann, was du nennst, nicht bloß den Ehren, nicht bloß dort, wo du körperlich untertragen hast. So, du kannst die Krieg so gut vertrauen, aber ich möchte die Mut machen. Sag den Vertrauen ganz in Gott. Was mein Vertrauen, das meint loslassen. Loslassen in Gott seine Hände und dran glauben. Glaub an das, was Gott dir gesagt hat. Glaub an die Versprechungen, die Gott für dich hat. In deiner Familie, wenn Gott dir gesagt hat, ich will die Weisheit geben für deine Familie, für deine Kinder, dann wird er das tun. So hab den Vertrauen auf Gott, glaub an Gott. Und wenn du denkst, okay, mein Vertrauen wird nun nicht gut, mein Vertrauen wird sehr fleischlich, bloß auf mein Verstand, dort, was ich sein kann, da kann ich Gott vertrauen, dann möchte ich die beten, mit mir zu beten. Lieber Vater im Himmel, ich sei dir Dankeschön für dein Leib, für das, was du mir geben lässt, dass deine Wort immer treu sind, dass ich mir auf dein Wort verlassen kann. Und Vater im Himmel, fall mir ab mit den Heiligen Geist, dass ich auf dich vertrauen kann, dass ich mir Gewissheit in mir habe. Und dann, wo ich sei, dass ich glauben kann, und auf dich vertrauen kann, loslassen kann. Alles, was mich beschäftigt, all meine Troubles, möchte ich auf dich leihen, Vater. Ich möchte loslassen. Ich möchte loslassen in deine Hände und auf dich vertrauen. Und Vater, ich sei dir Dankeschön, dass du treu bist mit deinen Worten. In Jesus' Namen. Amen. So sag den Vertrauen Tag für Tag auf Gott. Wir brauchen das Vertrauen, jeden Tag gut zu machen, jeden Tag unsere Kinder und unsere Familie in Sehen zu sein. Wenn du Frauen hast oder mich schreiben magst, du kannst das wirklich tun. Ich sehe hier für dich durch und ich möchte dich sehen. Vertraue auf Gott und dort wird den Tag für Tag verändern.